Für mich war danach klar, Fukushima ändert alles. Ich habe damals als junger Umweltminister sofort reagiert, mich mit dem damaligen Ministerpräsidenten Horst Seehofer abgestimmt und wir haben sehr schnell entschieden, dass wir bei uns in Bayern das erste Kernkraftwerk in Deutschland vom Netz genommen haben. Warum? Auch wenn alles sicher scheint, gibt es den nahezu unwahrscheinlichen Fall, die winzige Möglichkeit, dass etwas passiert und die Folgen sind dann einfach in einer Form dramatisch, die nicht mehr zu akzeptieren gewesen sind, dieses Risiko weiterzutragen. Hinzu kommt noch, dass bis heute ja die ungelöste Frage des Atommülls dasteht. Und wenn wir sehen, wie in Deutschland diskutiert wird, dann werden wir dann auch spannende und auch leidenschaftliche Diskussionen führen, wie wir mit diesen Hinterlassenschaften von langer Zeit Atompolitik umgehen sollen. Es ist ein schwerer Fehler, aus der Kernenergie zum jetzigen Zeitpunkt auszusteigen. Eine energie- und technologiepolitische Sünde und eine echte Gefahr für Deutschland, dass wir dauerhaft die Energieversorgung nicht mehr sicherstellen können, sondern im Gegenteil bei wachsendem Energiebedarf mit hohen Preisen und einer veränderten Klimasituation nicht unsere Ziele erfüllen können. Das wird ein sehr schmerzlicher Tag, weil erkennbar ist, dass die Entscheidungen der Ampel zum einen gegen den definitiv erklärten Willen der deutschen Bevölkerung stattfinden und letztlich auch rein ideologisch getragen werden. Deswegen unsere klare Forderung: Lasst die Kernenergie laufen.